Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bittelüt. Die Schweiz. Das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist das Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen alles, die Schweiz ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. Heute sind wir im wilden und urtümlichen Kalankatal unterwegs. Jetzt? Ja. Ich lasse mal so richtig krachen im Steinbruch von Arvigo. Da. Dann treffe ich Schüler aus der Deutschschweiz, die Winterschäden beheben. Und ich begleite die Geissen auf ihrem Ausflug in die Wildnis. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland. Grüezi miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Autobahnteilstück von der A13 bei Roveredo baut man drum, damit die Autofahrer noch schneller Richtung Süden kommen. Eigentlich schade. Wieder verpassen sie das Wunderland. Da hinter mir, das ist die Mündung der Kalankaska. Das Wasser, das hier reinfließt, hat das Tal auf seiner Reise bereits gesehen. Wir wollen es in dieser Sendung miteinander entdecken. Und am Schluss werde ich auf über 2100 Meter über Meer einen sagenumwobenen Steig finden, wo man sagt, er hat jahrhundertealte Schriftzeichen drauf. Ich weiss nicht, ob wir das schaffen, weil es hat unglaublich viel Schnee gegeben im Winter. Also, das Kalankatal gehört zu der italienisch sprechenden Schweiz und liegt parallel zum Misox am Südwestzipfel vom Kanton Graubünden. Es ist überall von hohen Bergen umschlossen. Die Kalankaska durchfließt das ganze Kalankatal und mündet in die Moesa, die vom San Bernardino oben herabkommt. Ich gehe zuerst auf Santa Maria rauf. Von da aus ist man früher ins Tal gekommen, wo es noch keine Strasse gegeben hat. Auf diesem Weg komme ich an einem Hexenstein vorbei. Von Bradschow fahre ich mit dem Seilbändli runter auf Arvigo zum grossen Gneissteinbruch. Dann laufe ich Opsi auf Selma, wo ich fleissige Schüler treffe. Und übernachte tue ich im Pfadiheim von Bodio. Santa Maria ist heute mit einer Strasse gut erreichbar. Das Dorf liegt zwar wie auf einer Aussichtsterrasse über dem Misox, aber gehört geografisch schon zum Kalankatal. Oben bei der Kille habe ich mit der Marusca Federici abgemacht. La Santa Marusca. Hoi Nico. Ciao. Willkommen in Santa Maria. Ja, danke schön. Das ist ja herrlich da oben. Ja. Verstehst du Schweizerdeutsch oder lieber ich verstehe Schriftsprache? Schweizerdeutsch, aber Lieber sprechen kann ich Schriftsprache. nicht. Nein, das muss ich auch nicht. Wir wollen zusammen zum Hexenstein. Ja, ja. Du bist Archäologin. Ja, ich bin Archäologin. Und du kannst ein bisschen etwas darüber erzählen. Mach mich doch schon mal so ein bisschen lustig. Warum gehen wir zu diesem Stein? Diese Schalensteine sind Spuren von der Bevölkerung in der Frühzeit. Auch diese Terrasse können wir vielleicht schauen, dort unten. Hier siehst du die Schule, diese gelbe Haus. Ja, wann diese Schule war gebaut, Spuren von einer sehr alten Landwirtschaft gefunden worden. Ja, so man weiß, die Bevölkerung hier ist dokumentiert seit 4500 Jahren. Ja. Und diese Schalensteine, die sind Zeugen aus dieser Zeit? Ja. Zeugen aus der Vergangenheit. Und die gibt es überall. Die Marusca hat mir auch noch den mittelalterlichen Turm zeigen. Ein wichtiger Kontrollpunkt aus früheren Zeiten. Fühlt ihr euch eigentlich als Bündner oder als Tessiner? Die beide, kann ich sagen. Das ist persönlich. Ja?
weil kulturell sind wir nach Süden orientiert, seit immer. Politisch oder für die Administration nach Norden. Und San Bernardino ist ein Pass und verbindet zwei Realitäten. Und ich glaube, das ist unser Reichtum, diese beiden. Von beiden etwas habt. Ja. Der alte Pfad ins innere Calancatal führt seit Tausenden von Jahren dadurch und heisst bei den Einheimischen Bolada-Weg. Wir gehen hier oben und kommen nach einer Stunde zum Hexenstein. Das ist der Grund, warum wir hier raufgekommen sind. Eccoci qua, il Masso Cupellare, Schalenstein. Klingt auf Italienisch schon viel ja. schöner. Masso Cupellare. Masso Cupellare. Ecco, Cupellare, warum? Weil, siehst du, man sieht verschiedene Schalen. Also diese Bohrlöcher? Ja, Bohrlöcher, Okay. die auch mit einer Steinpizze ausgegraben waren. Was denkst du, was wahr ist wirklich? Ja, Einer, der den Bohrer ausprobiert hat. für mich ist, die Menschen haben immer die Spuren. Sie wollten ja etwas für Hinterlassen. heute Meinst du? hinterlassen. Okay. Ja, warum nicht? Und das andere ist, als Archäologin, wir sind neben einem Weg, der wichtig war. Die Verbindung zwischen Calanca Esterna und Calanca Interna, zwischen Santa Maria und Braggio. Ich bin auf der Suche nach dem Sasso della Scrittura. Da Ja, gibt es ja überall genau. solche Steine. Der ist ein bisschen jünger. Es ist ein bisschen jünger. Das ist auch ein Die Spuren Spurenstein, die oder? Spuren sind jünger. Der Stein ist etwas anders. Es ist Speckstein, einfacher zum Schreiben. Ja. Und dort die Hirten haben die Unterschrift gelassen, wie ihr. Ja. Aber ihr sind andere Unterschriften. Ja, klar. Ja. Im Sinn einer Im Sinne, Unterschrift. ja. Sehr spannend. Herzlichen Dank. Ja, Ich gehe weiter. bene, allora, buon Wahrscheinlich viaggio. noch, ja, grazie. Wahrscheinlich noch mit Neve. Wahrscheinlich hat es noch Schnee dann beim Sasso. ja, bene. Gut, danke Arrivederci. vielmals. Ciao, tschüss. Dass Calanca im alten italienischen Dialekt steil bedeutet, das merke ich schon gleich. Es geht auch da schon recht obsi. Dabei ist das noch nichts zu dem, was mich noch erwartet. Am Schluss dann von der Sendung. Nach etwa 2 Stunden Wandern komme ich zum ersten Dörfli, das im inneren Calancatal liegt. Eine herrliche Sonnenterrasse. Ist das idyllisch und still da. Wir sind in Braggio, auf fast 1300 Meter über Meer. Hat etwa noch 50 Einwohner. Die meisten Häuschen sind Ferienhäuser. Wahrscheinlich eher keine Geldanlage, sondern Liebhaberobjekt. Und von da, von Braggio, nehme ich jetzt die Seilbahn oben runter ins Tal. Und dank der Seilbahn spare ich mir einen abschüssigen Weg ins Tal. Tut mir und den Knie gut. Und da wartet schon mein nächstes Ziel. Der Gneissteinbruch von Arvigo. Der Chef, das ist der Giovanni Polti. Was macht man aus diesen Steinbrocken? Wir sind viel im Galabau tätig, also Garten- und Landschaftsbau. Wir machen viele Tische, Bodenbeläge, Mauerwerksartikel, Brunnen. Also
Das gibt irgendwann mal eine Bodenplatte oder so. Jawohl, obwohl das hängt stark zusammen mit der Qualität vom Gestein. Ob es spaltbar ist. Ja, ganz genau. Wie schwer ist ein solcher Fels, den wir jetzt gesehen haben? Der ist ungefähr 15 Tonnen schwer. Ja. Aber was daraus wird, ist schwierig. Eben, wir haben die Hälfte unserer Ausbeutung ist Abfall. Was? Ja. Die Hälfte ist Abfall? Und das lasst ihr dann da liegen? Nein, zum Glück in den letzten 8 Jahren brechen wir das Material und wir machen Straßenkies daraus. Okay. Ja. Ja. Dein Großvater hat diesen Steinbruch gegründet. Ja. Wann war das? Ende 19. Jahrhundert? So etwas, oder? Nein, das war in den 20er Jahren, 1920, als man hier angefangen hat. Die Geschichte unserer Steinbrüche ist viel jünger als die Kalk- oder Sandsteinbrüche bei euch in der deutschen Schweiz. Dann hast du mit 23 warst du, als du das Geschäft von deinem Vater übernommen Ich hast. habe es übernommen, ja, das waren harte Zeiten. Sicher? Aber das sind immer harte Zeiten. Was war dann hart? Der Alleineinstieg, weil mein Vater war gesundheitlich schon nicht mehr gut und nach 5 Monaten, wo ich hier schaffte, hatte er einen Herzinfarkt und er konnte wirklich nicht mehr arbeiten. Wenn ich das Tal anschaue, da gibt es vor allem Landwirtschaft, da gibt es ganz viele Ziegen und viele Wälder. Ihr seid eigentlich der einzige große Arbeitgeber im Calancatal. Wart ihr schon immer so, dein Großvater auch, so ein bisschen so der Patron, so die Reichen am Ende des Tales? Ja, ich weiß nicht, wie wir gesehen werden von den Leuten im Tal. Schon möglich, dass wir als die Reichen vom Tal angesehen werden. Ja, es war immerhin der einzige und große Arbeitgeber. In den 60er Jahren waren hier mehr als 200 Arbeiter. Dann kam die Mechanisierung, neue Maschinen und so. Heutzutage sind wir nur noch 35 Leute, aber immerhin ja, der größte Arbeitgeber im Tal. Was machst du da vorne? Was ist das? Ja, wir stehen vor einer bereits gesprengten Teil des Bergs. Wir machen jetzt hier die Zerkleinerung der großen Brocken, damit sie transportabel sind, damit wir sie für die Weiterverarbeitung nach unten ins Tal fahren Den können. sprengst du auch dann? Der wird dann gesprengt. Wann? Ja, in einer Stunde ungefähr. Willst du da mitmachen? Ja. Ja, also ich kann so, ich weiß nicht auf Italienisch, also Frauenfürze zum Beispiel, so am 1. August, das weiß ich, wie es geht. Oder eine Rakete zünden. Wie macht man das? Also ihr bohrt jetzt da Löcher rein? Richtig, ja. Wir bohren Löcher in sehr nahen Abständen, das heißt 20 bis 30 Zentimeter. Und so schnell geht's manchmal. Da ist man als Wanderer unterwegs und plötzlich steckt man mitten in der Ausbildung zum Sprengmeister. Das ist die Zündschnur oder ist das der Sprengstoff? Beides. Dieses Sprengstoff heißt Zündschnur. Da kann jetzt nichts passieren. Da kann jetzt nichts passieren mit diesem Sprengstoff. Ist gut, ne? Ich glaube, ja. Das ist die Zündmaschine. Hier haben wir einen Schlüssel. Und der Schlüssel nur ganz am Schluss, wenn es wirklich gesprengt wird. Das ist dann Zünden. Du hast die Ehre dann, sie zu drehen. Jetzt? Ja. Ah, nein. Voilà, ecco! Weiter. Okay, gut. Bist du zufrieden? Ja, sehr. Also, schön runtergerutscht. Perfekt. Bravo nicht. Viel habe ich nicht gemacht. Aber es ist eindrücklich, also die Welle, die kommt. Ha? Ja, ja, das spürt man wirklich. Das gibt jetzt wieder Bodenplatten, Richtig, jetzt wird's weiter. Gartentische, Küchenabdeckungen. Hoffen wir.
Wenn es so ist, dann haben wir eine gute Qualität. Und wenn für die uns. Qualität nicht gut ist, dann gibt es Schotter oder Kies. Mauerwerkartikel kann man daraus sicher noch machen oder Straßenbauartikel. Gut. Das geht noch. Grazie mille. Bedanke. Bis zum nächsten Mal. Jetzt Ja, denke ich jedes Mal an dich, wenn ich irgendwo Gneis sehe. Super, freut mich. Ciao. Danke, ciao. Ab Arvigo folge ich den Via Calanca flussaufwärts. Das ist ein verträumt schöner Wanderweg durchs Tal. Das Leben im Calanca-Tal bedeutet einerseits ein Zusammenspiel mit der Natur, aber auch eine ständige Auseinandersetzung. Nach einem harten Winter wird im Frühling aufgeräumt. Zum Glück für die Einheimischen gibt es ab und zu Verstärkung aus dem Deutschschweizer Unterland. Im Moment arbeitet eine Schulklasse aus Dietiken im Kanton Zürich da oben. Achtung, nicht verschrecken. Das ist nur ich. Hallo miteinander. Ja, ich will nicht Grüezi sagen. Hey, also, ehrlich, wir sagen nur der Polizist Grüezi. Ja, wir auch. Nicht schlecht. Wann haben wir jetzt angefangen? Morgen schon um 8:30. Heute Morgen um 8:30. Das ist ja brutal, oder? So. Und das muss... Und dort bis zum Felsen, das muss alles weg, oder was? Der ganze Wald. Ganz schön. Also, was ist denn also durch den Winter durch ist alles oben runtergekommen, oder nicht? Der Chef sur place ist der Sergio Menzi. Bist du der Sergio? Genau, das bin ich. Ich habe schon gedacht, wer kommt meine Arbeiter stören. Heute nicht. Nicht lange, nur ich bin begeistert. Super. Mithelfen wäre gut. Gut. Ja, ich kann schon ein bisschen. Also kannst du mir irgendeine sagen oder etwas geben, ist kein Problem. Gut. Das ist eine grosse Tradition, dass die Deutschschweizer Schulklassen hier raufkommen, helfen. Ja, es hat auch immer wieder Gruppen, die arbeiten, tageweise, wochenweise. Die können jetzt eine ganze Woche hier helfen und helfen dem Tal. Und in der Umgebung. Jetzt sind wir Zelma, manchmal sind wir hier vorne zu Gelco. Also es ist ganz, ganz verschieden. Man kann ganz verschiedene Was erlebst du, was passiert mit so einer Klasse innerhalb von einer Woche? Ja. Die kommen jetzt aus Dietiken, oder? Ich kann jetzt auf die Ethik, Ja, genau. alles nebendran. Also grosse Einkaufszentren, Autobahnen, Flughafen in 5 Minuten erreichbar. Und jetzt hier mal ein bisschen an einem anderen Ort. Was passiert mit so Kindern oder mit so Schülern? Ja, also sie finden es natürlich nicht immer so lässig, oder? Also, wenn du morgen kommst und dann nachher fährst du arbeiten, dann nachher, ist das erste Mal ein bisschen, ja, musst einiges ertragen, aber wenn sie dann dran sind und arbeiten, also siehst du es, dann nachher geht etwas, oder? Also komm, gib mir einen Hagi oder irgendetwas. Ja, dann kommst du Familie über. Dann muss ich nicht mehr so viel tun. Und nachher mache ich kleine Teile daraus. Nein, sonst schon gut einfach noch wegnehmen, nachher die müssen es tun. Was hast du jetzt, sag mir schnell, was hast du seit heute Morgen so mitbekommen und gelernt? Also ja, ich kann also viel gemacht. Also, am Anfang war alles Bäume da und so, da haben wir einfach alles abgeschnitten gehabt und ein paar Mal mit dem Traktor weggebracht. Also hast du das Gefühl, gehst du gerne nachher wieder ins Schulzimmer in die Schule oder willst du am liebsten eigentlich immer da so Schule haben? Ja, muss schauen, also gerne gehe ich schon in die Schule, ja. Aber da kann ich schon ab und zu helfen. Mir macht es nicht aus. Also mir macht es Spaß. Hey, wieso kommt man nicht schon abbiegen? Was gibt es alles noch zu tun, Sergio? Ja, jetzt räumen wir noch fertig und nachher ist dann, glaube ich, etwa Feierabend, oder? Die haben so super geschafft heute, dass wir... Gut, also für eine Skala von deiner Klasse, die du bis jetzt gehabt hast, 0 bis 10 sind die wo? Ja, 10 ist... 10er, habt ihr das gehört?
Feierabend, nicht nur die Schüler haben Hunger. Guten Appetit! Sag auch. Der Sergio und seine Frau Traut haben mich zum Znacht eingeladen. Die beiden sind mit ihren Kindern vor 4 Jahren ins Galankatal gekommen und haben die Leitung vom Pfadiheim übernommen. Nick, komm. Wie war ich? Merci vielmals. Ich habe das Gefühl, ihr habt hier ein bisschen das Paradies gefunden. Das haben wir wirklich. Habt ihr es gesucht? Nicht so gesucht. Wir waren auch immer offen für, wenn irgendwie die Idee mal das Leben lang Schule geben, wenn wir nicht. Und durch das sind wir eigentlich offen für auch anders, ja. Ruth, ist es das, was du gesucht hast? Ja, ich glaube, im Moment stimmt schon. So als Familie, zusammen arbeiten, Kind von außen. Du musst einen Platz finden, wo du das alles kannst, eigentlich kombinieren miteinander. Oder? Und auf was müsst ihr verzichten? Auf die nächsten Freunde, Ja. die du immer nach hast vorher, oder? Die hast du ein bisschen weniger da. Das ist manchmal das, wo so... Ja. Ja, ich glaube, das haben wir uns schon zweimal überlegen. Ja. Wir hatten einen engen Freundeskreis, dort, wo wir waren. Und es ist so ein bisschen wie Ausreisen oder Auswandern. Ihr lebt wahrscheinlich auch Geschichten mit diesen Klassen, die da raufkommen, oder? Auch Lehrpersonen gehen nicht mal davon aus, die sich etwas vorstellen, vielleicht, wo etwas anders ist. Oder ist das ein spezieller Schlaglehrer, der sich für das entscheidet? Ja. Ich glaube schon, ja. Ja. Also, wenn wirklich... Ja, eigentlich durch den Band haben wir lässige Lehrer da, die das wie suchen. Die suchen wirklich so, dass ein bisschen weg vom Kommerziellen, die Naturnähe zu haben und nicht ausbrechen auch. Ja. Also die Schüler können nicht irgendwo Alkohol kaufen. Das ist echt ein Haufen Problem nicht, oder? Obwohl, wenn die Schüler ankommen, manchmal rufen sie aus, gell? Mittelalter und «Oh nein, Albtraum, Sie, Herr weiss nicht was, nein, da!» Manche haben so geschminkt, weißt du, fast noch in den Stöckeli-Schuhen, oder? Da kommt der Köfferli runter. Nachher sind sie da eine Woche lang und sind nicht geschminkt. Das sind einfach so, eben, wie sie noch sind, oder? Weißt, manchmal habe ich das Gefühl, man hat extrem Vorurteile, danke vielmals, den Jugendlichen gegenüber. Oder? Also, wenn jemand sagt, ihr lernt nichts, ihr könnt nichts, ihr wollt nicht und ihr seid faul. Das stimmt nicht. Ich habe es heute gerade wieder gedacht, bei diesen Jungs und Mädels da oben, die wir heute vorher gesehen haben. Soll ich Kinder werden? Das ist super. Ja. Die packen gerade an. Ja. Das ist fein. Willst du ein bisschen Salat? Der Abend bei der Ruth und dem Sergio ist noch länger gegangen. Und wahrscheinlich bin ich drum wie ein Stein ins Bett gefallen. Heute begleite ich eine flinke Geissenherde auf die Weide, wo sie ohne Hirt und Hag den Tag verbringt. Bei Gauco schaue ich mir eine neue Auenlandschaft an und gehe weiter auf Auggio, wo ich Forellen fischen will. Das Wahrzeichen von Auggio ist ein grossartiger Wasserfall. Und ein bald 100-jähriges Hotel. Und dort übernachte ich schlussendlich. Buongiorno. Porco miseria. Es ist noch ordentlich früh, als ich mit der Biobäuerin Dorothea Rigonalli abgemacht habe. So einheimisch ihr Name auch tönt, Dorothea hat ihre Wurzeln im Kanton Bern. Buongiorno. Aber sie lebt seit 34 Jahren im Tal und ist natürlich eine 100%ige Galankinerin geworden. Ja, hoi Nick. Dorothea, guten Morgen. So, bist du da unterwegs? Ja. Schau jetzt da so. Super. Wie viel hast du? Du, ich habe 65 grosse und... Komm ich da rein? Muss ich da drüber? Nein. Ah, pardon. Dorothea produziert mit ihren Geissen etwa 60 Liter Milch pro Tag und macht Geisskäse daraus. Wie wichtig sind die Geissen für dich, dass du dich hier wohlfühlst im Galankatal? Das Tier mit seinem Eigensinn, mit seinem Charakter, das packt dich ein bisschen. Und für mich, also ich habe immer gesagt, wenn ich keine Geissen hätte, hier, glaube ich,
oder keine mehr haben könnte, ich weiß auch nicht, dann würde ich auch nicht mehr da sein. Es passt ja einfach auch in die Gegend, die felsige Gegend und die Steilheit und die Verbuschung, die sie ein bisschen knabbern. Und wir haben jetzt hier noch etwas zu melken. Wir melken ja von Hand. Jetzt kannst du probieren. Ja, ich glaube, jetzt kann. Bis jetzt kann nichts. Sorry. Ja, gell. Ja, jetzt. Hey. Gut. Soll ich noch schauen, ob Schaust du, ob noch etwas kommt? noch etwas kommt? Du bist ein Rechtshänder, gell? Ja. Hast du gemerkt? Ja. Links habe ich fast nichts rausgebracht. Ja, es ist... Jetzt ist sie leer. So. Ja, jetzt ist sie leer. Ja. Gut. Und dann geht es endlich los. Die Lucia, die Tochter von der Dorothea, eröffnet die diesjährige Alpweitsaison. Und auch die Geissen scheinen nicht mehr länger zu warten. Zum Glück hat es im Galankatal nicht so viel Verkehr auf der Straße. Da unten habe ich noch zwei. Jetzt da noch. Ja, die kommen schon. Ja, ja. So. Ja, jetzt können wir das ein bisschen laufen. Da. Die Lucia ist ja noch vor dran. Und nachher gehen sie dann allein. Haben wir den Wolf da? Ja, die Gegend wäre natürlich schon noch ein bisschen prädestiniert. Jetzt für uns ist es natürlich nicht, wäre es schon schwierig, weil gerade mit dem freien Weidgang, wo die Geissen gehen, ist es natürlich schwierig, wenn ein Wolf rum wäre. Aber irgendwann passiert es dann wahrscheinlich auch. Jetzt sind sie den ganzen Tag draußen und am Abend kommen sie heim Ja. und dann tust du sie melken. Ja. Also, dann gehen wir jetzt. He? Wir gehen da. Dorothea will mir noch etwas zeigen. Und zwar ein Projekt von der Gemeinde Gauco, das Pioniercharakter hat. Nördlich vom Dorf hat man die eingezwängte Galangasca, also den Fluss, wieder freigelassen und eine wunderbare Auenlandschaft geschaffen. Irgendwie schon ein bisschen paradox, dass man da, wo die Natur so wild ist, sie noch zusätzlich renaturieren muss. Aber das Resultat, das kann sich sehen lassen. Unterwegs sind auch Sabina Spindler und Manuela Tomasi, quasi amtlich. Weil sie, wie Dorothea auch, zum Gemeinderat von Gauco gehören, wollen auch sie sich einen Überblick verschaffen. Buongiorno! Hallo. Hallo. Dann müssen wir gerade schauen, dass wir noch nicht trinken haben. Gell? Du, das ist ja zusammen. schön. Das ist der Nick Hartmann. Piacere. Du bist jetzt auch die Schweizerdeutsch redet? Jawohl. Gut, du bist Sabina. Ja. Du sagst Manuela. Piacere, Manuela. Das ist dein Gemeinderat, also Ja. beziehungsweise 10% der Bevölkerung, der Stimmberechtigten vom Dorf. Frauen regieren das Galankatal. Warum ist es so wichtig, dass ihr den Bach renaturiert habt? Per riportare il territorio come era una volta. Per gli animali, per gli Per gli anfibi. animali, per gli anfibi. Man hätte die Ebene wieder so haben,
wie sie mal war, sagt Manuela, weil Tiere und Pflanzen zu trocken hatten. Und ist es für euch so wie ein Naherholungsgebiet? Ist es wie ein Park für euch? Geht ihr da spazieren? Oder ist es einfach wirklich nur für die Natur? Ja, spazieren in der Natur natürlich, ja. Also auch für die Wanderer, für die Leute, die dahinter kommen? Ja, das ist sehr beliebt. Weil das ist ja eigentlich weit und breit die einzige flache Ebene im Galankatal, wo auch ältere Leute spazieren können. So. Es ist also herrlich schön, hier durchzuspazieren. Ich gehe jetzt weiter Richtung Aujo. Einfach ja, schön. den Kessel darauf. Genau. Ich freue mich, Sabina. Ciao. Danke. Ciao, Manuela. Ciao. Grazie, ciao. Hey, Ciao. hat mich gefreut, den Ja, Gruß noch einmal zu geissen. Ja, ausrichten, ja, viel wenn Sie wieder Energie, heimkommen ja. am Abend. Gute Zeit, Ja. danke. Ciao Tschüss. miteinander. Ciao. Super, Frauen. Und da oben hockt noch ein weiterer Gast von den Auen. Ein Steinadler. Da vorne ist Aujo, ein kleines Dorf, und dort lebt der nächste Deutschschweizer. Er heisst Werni Sigrist, ist ursprünglich von Möhli im Fricktal und der hat den Rhein eingetauscht gegen Kalankaska, gegen Bach, der durch das Tal durchfließt. Und er züchtet Forellen. Bis jetzt hatte ich nicht so Glück beim Fischen in diesen Wunderländern. Ich glaube, so ein Fisch hat immer Hunger, oder? Jawohl! Werni! Hast du einen? Herzige. Das ist ein schöner, hä? So, fachgerecht. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, im Kalankatal Forellenzucht aufzutun? Ja, also die Weiher waren und Fischen war das Hobby immer. Von kleinen Buben an immer fischen mit dem Vater schon. Und Fisch, Wasser ist einfach das Hobby. Aber wieso denn im Kalankatal? Das hat sich so ergeben. Hast du abhauen zu Frick? Oder? Nein. Aber könnte man sich da noch gut verschleifen? Du, wenn du ganz hinterst gehst und so vielleicht, ja. Und bleibst du da? Oder gibt es den Moment, wo du denkst, das Möhli war gleich besser? Eigentlich Ich bin jetzt hier daheim. Ja, du siehst auch zufrieden nach 22 Jahren, was willst du, oder? Jetzt warmet es wieder. Es warm, ja, wenn die Sonne kommt. Das Gefühl ist es schon Tessin. Ja, es hat schon etwas vom Tessin, da. Südbünden. Die Spezialität des Werni sind seine geräucherten Forellen, die er für seine Beiz braucht. Er räuchert selber und das wollte ich natürlich probieren. So, wenn wir schauen, was da in... jetzt beißt in der Nase. Schau, jetzt kommt das Feuer noch. Hast du Hunger? Hä? Durchaus, wenn du mir sagst, dass das gut ist. Ja, das ist gut. Also gut, komm. So, wenn wir es rausnehmen. Hunger, ja. So. Machst du? Ja, mach zu. So, gehen wir führen. Jetzt bin ich ja gespannt auf den Fisch. Super, Werni. Ich habe Hunger wie ein Nick, Bär. schau, da kommt die Fisch, die du gefangen hast. That's it. So esse ich den mit Brot. Ja. Gut. Ja, probier's mal. Ja. Weißt du, ob es gut ist? Zitronen drüber? Kannst. Also ich würde ihn zuerst auseinandernehmen. Wie? Weiss nicht, ob ich das noch kann. Ja. So? Ich schneide ihn oben und unten auf. Ja, jetzt musst du hier Löpfen so umlegen. Ja. Genau. So. Schau, jetzt hast du die Filet schon. Besten Dank. Du, ich danke dir. He? Okay, viel Vergnügen. Gell? Danke, Tschüss. bestens. Ciao wieder.
Man hört ihn schon von weitem und dank dem Schmelzwasser ist er eine Augenweide. Der Wasserfall von Auggio, das Wahrzeichen vom mittleren Talabschnitt. ...1914, genau vor 100 Jahren, ist der Carlos Badino von Auggio ausgewandert auf Paris, hat dort Geld gemacht, ist zurückgekommen und hat das Haus gebaut. Buongiorno. Und heute ist das stattliche Haus ein Hotel mit einem echten Art-Deco-Spiegelsaal aus den 20er Jahren. Oh. Buonasera. Buonasera, prego, mi dica. Ho riservato una camera per una notte per una persona, per Nick Hartman. Sì, è Sei già io. riservata, gliela do subito. Sì, grazie Le posso mille. offrire un caffè, qualcosa? Das Wetter sieht nicht gerade vielversprechend aus. Im Norden soll es stürmen. Wenigstens ist bei uns die Nacht sternenklar. Am dritten und letzten Tag im Calancatal verlasse ich das bewohnte Gebiet und tauche ein ins Wildental. Wegen vielen Schnee hat es viele Lawinenzüge. Mal schauen, ob die schon alle oben runtergekommen sind. Nach etwa 4 Stunden hoffe ich, dass ich den geheimnisvollen Sas della Scrittura finde. Den Stein mit den Inschriften der Hirten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Entschuldigung, Ja. leicht verspätet. Ach, Guten Morgen, Sali guten Benno. Tag, Nick. Das ist der Benno Brunner. Er sieht ein bisschen aus wie der Reinhold Messner, ist er aber nicht. Du bist so berggängig, glaube ich, wie ein Gemschi. Ja, das hoffen wir. Du kennst jeden Hogger Ja. und weißt vor allem auch, wo der Sas della Scrittura ist. Jawohl, ja. Hat es noch viel Schnee dort oben? Ja, ich denke schon, es wird viel Schnee haben. Wahrscheinlich ab 2000 Meter hat es ganz sicher viel Schnee. Einfach gute Schuhe. Gute Schuhe, alles, ja. Also los. Gut, Hä? also gehen wir. He? Rund die Hälfte des Tals ist, abgesehen von ein paar Ferienhäuschen und Maiensäs, menschenleer. Natur pur. Und diese Natur hat sie in sich, das ist klar. Hoble, du bist auch nicht freiwillig oben runtergekommen, hä? Nein. Ihr habt ja auch einen verrückten Winter gehabt, oder? Ja, das war es. Ja. Hat ja nicht mehr aufgehört mit Schnee. Du kommst die jedes Jahr? Die kommt jedes Jahr, ja. Sind denn die Lawinen fürs Tal noch eine Gefahr heute? Ja. Schon? Schon, ja. Also auch vorne in den Dörfern? In den Dörfern ist man immer angespannt, wenn die Lawine nicht unten ist. Der Benno kennt da hinten buchstäblich jeden Stein. Auch er hat sich vor vielen Jahren in das Tal verliebt und ist jede freie Minute da hinten. Was hast du 1987, als du das Rustico gekauft hast, hier im Tal? Was hast du denn gesucht? Du warst dort in der Chemie in Basel, Mikrobiologe, Doktor. Ja. Guter Job. Guter Job, ja. Und was hast du da gesucht? Da hinten habe ich Ruhe gesucht eigentlich. Und ich bin ein leidenschaftlicher Wanderer.
Und für mich ist Wandern das Höchste. Und die Ruhe, ja, und Natur. Das hat dir gefehlt? Das hat mir gefehlt. Das fehlt, wenn man in der Nähe in der Chemie schafft und in der Nähe von einer Stadt ist. Da fehlt einem etwas. Ja. Wieso gehst du regelmäßig zu dem Sas de la Scritura rauf? Ja, das ist für mich fast ein Wallfahrtsort, dort zu gehen. Weil der Sas, der hat so eine grosse Ausstrahlung für mich. Der erzählt so viel, der Fels, die Zeichen, die drin sind, die erzählen so viel. Die erzählen von einer Geschichte, die in uns allen innen ist, nämlich von diesen Hirten. Ich denke, wir Menschen sind nicht immer sesshaft gewesen. Wir sind Nomaden. Und die sprechen von dieser Zeit. Hast du manchmal das Gefühl, du lebst in der falschen Zeit? Ja, das habe ich oft so. Ja. Ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit wäre es mehr wohler gewesen als heute. Es ist mir zu viel Technik, vielfach. Zu viel Komfort, zu viel Verlockungen. Obwohl du Naturwissenschaftler bist. Ja, obwohl, du hast ja zu dem noch beigetragen. Ja, in einem gewissen Sinn, weil sie interessant sind. Naturwissenschaften sind hochinteressant. Und wie man zum Weg kommt, wie man zu dem Wissen kommt, das ist manchmal verwerflich. Aber das Wissen selber ist etwas Grossartiges. Ist eine von unseren Errungenschaften. Der Mensch ist ein Vernunftsmensch. Ja, ich finde es vernünftig, dass wir zwei miteinander unterwegs sind. Ja. So wandern, so ein bisschen berichten und diskutieren, das ist Lebensqualität, oder? Menschen wie der Benno zeigen mir, dass es kein Floskel ist, wenn man sagt, der Weg ist das Ziel. Die Wanderung mit ihm ist jedenfalls wie im Flug vorbeigegangen. Nach fast 4 Stunden sind wir zuhinterst im Tal angekommen. Und da muss er irgendwo sein. Der magische Hirtenstein. Das ist der Stein. Da sind wir jetzt. Hä? Ja, so. Das ist alles? Das ist alles, ja. Mir ist fast ein bisschen enttäuscht für die lange Zeit. Aber das ist es eben, weil es einen hohen inneren Wert hat. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe mir wirklich etwas... Es ist ein bisschen wie der Zürcher, der ans Meer kommt und sagt, ich habe mir es grösser vorgestellt. Ja. Aber, nein, es ist beeindruckend, wahrscheinlich einfach von den Geschichten, die der Stein erzählt. He? Genau, ja. MD, CCC, XX und nachher 4 Strichli. M ist 1000, D ist 500, C ist 100, das gibt 1820, 1824. Ja, genau. Ja. Und das sind alles Hirten, oder? Das sind alles Hirten. Und warum? Für sich zu verewigen? Oder ist es schon fast ein Altar? Oder? Ich denke, das hat schon eine altarhafte Bedeutung für die, eine religiöse Bedeutung. Da hinten das war das Ziel von ihrer Nomadenreise. Und da haben sie verweilen können und haben wahrscheinlich sich auch verewigt. Der Mensch hat ja das Bedürfnis, eine Spur zu setzen und ein Zeichen zu setzen. Das haben wir am Anfang der Sendung bei den Schalensteinen auch schon gesehen. Ja, das ist du selber hast dich auch verewigt? Ich habe mich nicht verewigt. Nein, das würde ich nie machen. Da, bei diesem Stein, der hat eine historische Bedeutung. Aus Ehrfurcht? Ja, genau, aus Pietätsgründen. Ferro, wir sind am Ziel. Ja, super. Wir sind beim Sasso della Scritura. Und da hinten, zuhinterst hinten im Calancatal, angefangen haben wir die Sendung an der Mündung von der Calancasca. Da hinten entspringt sie. Und wie wir am Schluss sind vom Tal, sind wir auch am Schluss von dieser Sendung. Das nächste Wunderland, das suchen wir in der Westschweiz. Und es würde mich natürlich freuen, wenn Sie am nächsten Freitag wieder mit dabei wären. Danke vielmals fürs Zuschauen und schönes Wochenende. Arrivederci, ciao. Schön. Nächste Woche ist der Nick im Pays d'Arnoux rund um Châteaudet. Und jetzt geht's weiter mit der Doc-Serie «Die Assistenzärzte».
Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Migros-Label für regionale Produkte.